Goedemorgen. Dort fangen wir an, immer schöner zu gehen und sind nach dem Mars abstimmen mit diesem Glockentiet. So, am Hafram Basel in Feibesaren und mit Hoing spielen und Heinatal und weiß was alles. Und dann noch lernen, dass so Tiet sind, um zu checken an erst nach, weil sie dort so, wow, das ist ein schöner Sonntag. So, ich sie so mutig zu checken gekommen und ich freue mich von dir mit Ihnen wieder und das ganze Aventura, die Geschichte von Volk Israel wieder zu merken. Wir haben uns für Sonntag unterhalten über den Übergang zwischen der Zeit, wo die bloß Brücken gehen, erst für Frauen, wo wir dort nur die Zeit, wo wir von der leben, und das ist die geschriebene Zeit. Also von 2. Mose wieder ist dann das andere, und dort wir haben die Geschichte abgeschrieben. Wir können die Bibel aufdagen und dann lesen und dann haben wir die Geschichte. Und ich habe mich danach mit so angelassen, dass die danach Bibelstunde passt wie. Wir brauchen auch Notizen vom Himmel, wir brauchen bloß Glauben, was wir lesen können. Und von der will ich eine Frage beantworten. Ich habe für Sonntag ziemlich 30 gesagt, wer Moses wir und was alles. Und da bleibt die Frau, wo weit wie dort Moses alles gelehrt hat, was die ägyptische Regierung anging. Und nun will ich mich von dir ein paar Minuten Zeit nehmen. So, wenn ihr wollt, dreht ihr in der Bibel nur Apostelgeschichte, Kapitel 7. Und dann wollen wir uns noch ein kleines bisschen mehr von Moses für den Tag holen. So, Apostelgeschichte 7, dort ist die Botschaft oder die Uitlei, was Stephanus, der Älteste, gaf. Und der fängt an, ganz von Anfangstiden, und dann wollte ich mit den Text bringen, was Stephanus uns für eine Erklärung gab von Moses. So, wenn wir diese lesen von Apostelgeschichte, Kapitel 7, und ich werde so vom Vers 17 anfangen zu lesen. Dort sagt du, aber aus der Zeit nur dazu, dass Abraham kriegen soll, was Gott ihm versprochen hat, nicht und für mir dort Volk sich in Ägypten, was ein anderer kennt ich kaum, der nicht von Josef ist. Der ging mit unserer Vater schlecht und hängerlastig und bemusste an ihre kleinen Kinder Rüte schmieden, dort die sterben mussten. In der Zeit wird Moses geboren und Gott hat ihn gefallen und an. Die ersten 3 Monate wird er an sein Vaterhaus abgebracht. Aber als er rückgesagt wird, nahm die König seine Tochter an, weg und trug ihn ab, aus ihren ihnen sehen. Und Moses wird der Ägypter ihre Weisheit alle gelehrt, und wie gewaltig und wo auch ein wird. Aber als er 40 Jahre alt war, kam ihm dort mit einmal an, seine Brüder, die Israeliten, zu besiegen. So, wenn wir hier ein klein bisschen in der Pause merken an den Text durch, so von Moses, werden wir uns hier nun mal Dinge abschreiben. So, die Zeit, an wo Moses geboren worden, wir nicht fern. Also, dort wir eine schlechte Zeit. Dort sagen du, dass der Pharao, der jetzt noch am Raum, wer Josef gewesen wir, und der direkt dort Volk an 2 Hinsicht haben, aber das Schlimmste davon wir die Kinder anbringen. Und dann, wo wir an dort, dass Moses ist nicht bloß zu einer schlechten Zeit gekommen, das ist dann noch von der, ich war hier mal errichtet Volk. Okay? So, Moses wie ein Israelit, und wenn wir von hier an die Geschichte ankommen, die können nicht schlimmer passieren, als ein Kind sein von einer Mutter, wo ein Israelit wir werden, die wir in die Gefahr angebracht worden. Dann weiß wir dort, der hat das Verrecht von seinen Eltern belehrt zu werden. Und da wird eine Gottesführung. Und dann weiß wir dort, der war belehrt. Wo sei er? So sei er also Schaf, sehr gut. So, das will ich hier dann immer rot anschreiben. Was war denn gelehrt? Sehr gut, so Ägypten, ihre Weisheit.
En dan, wat bracht deze wijsheid aan Mozes? Ja, aber no. Wat weer de vrucht van deze beleering? Zo goed, zodat we een woordje en een weer machtig. Okay? So, bloß so dat Lutjen Tummelan, dat zegt du, der schläft für ihn dood. Glaub je dat Jünd wo dat uitreken, wenn je zou en veel mensen zich jagen, je willen hang gaan, en dan wil je zeggen, hey, wat je aan? En dan wil je de wet naar voren, dan wil je hem doodslaan. Dat normale mens, loop me dat woord normaal brengen, der schlägt geen mens dood. Und wenn du aus den 3 Jahren abgewassen bist, wenn du den Kennig sehen bist, dann hast du einen Mensch anders als ein normaler Mensch, und dann würde Fuß dort sein. Moses wie gleich, der warme Penselschubs war durch eine Wüste. Aber hier so, weit wie dort Moses wir ein Kennig sehen. Der wir belehrt an alles, was man belehrt sein kann. Und der wie 40 Jahre alt. So, wer ist wohl 40? Te jong boys. Der war mir laat sagen, wenn er 40 war, dann was dort hier. Aber dort mir, dort wollen wir uns noch übrig. Wo ich kann, weil es, dort hat mich einmal, wenn die Bibel von den aller redet, dann meint nie, Frau, wer ist alle 40 von meinen Freunden, dann merkt mir dort ein Dollmeier sein. Also, im 40 Jahr Schamon, der ist all überhaupt nicht mein Kind, den jankert all nicht mehr sich in Camaro zu schreiben, der hat nu all ein höheres Ziel dort. Du sind auch schon die Dinge all mit aufgelascht, aber noch nicht alle. Weil mit 40 was noch alle solchen Dinge handkriegen. Und Moses, wie ein Deul passiert, und dann sagt er, du, weil sie 40 Jahre alt wird, dann fallen wir bei. Hey, ich will mal tragen und sagen, wo meine Familie dort geht. Meine Sortmenschen. Und dann lesen wir das am Vers 25 wieder. Dort sagt, dann sagt er, wo einer von einem Ägypter schlecht behandelt wird, er ging an, um zu halten, zu sein Reich zu kommen, und schlug dabei den Ägypter tot. Heute seine Brüder wurden nur dadurch verstanden, dass Gott an der seine Hand wurde zur Freiheit verhalten, aber sie verstanden das nicht. Okay? So als ich den Text verstehe, dort sagt du nicht, dass wir eigentlich dort den Ägypter anbrach. Dort sagt du, der will den Israelit verhalten zur Gerechtigkeit und mögt den anderen dort, wenn da wir die Lösung für den Trupp. Das ist, was ich dort verstehe, wenn da eigentlich schien mir das sehr allmählich, dass Moses wurde es ihm angebracht hat. Aber du kommt dann der Vers 25, wo ich hier so will, bei unserer Les bietet. Was hat Moses am Sinn? Was wird denn seine Anstellung über, was er will tun? Ja, der will sich der Israeliten anschmeicheln, aber was wird das Ziel am Ende von Moses? Wo sei er? Frieden. Okay? Dort sagt du so, heute seine Brüder wurden nur verstanden, dass Gott an der seine Hand wird zur Freiheit verhalten. Also, dann wollen wir hier anschreiben, dass Moses hat am Sinn, dass wir von Gott gewählt, Freiheit zu verschaffen. Und er gleicht diesen Text hier in der Apostelgeschichte so hier zu lesen, zum 2. Mose wieder schaffen, wenn 2. Mose ja von so wenig von Moses seine Anstellung. Der sagt bloß, that's what it is, that's what it is, that's what it is. Aber hier so im Vers 25 sagt dort, bei Moses am Kopf wieder klar, ich werde sein, wer wird mein Volk hier frei machen. Und dort merkt die Geschichte für mich ziemlich rumdrehen, weil stell die vor, okay, so das Moses, der hat das nicht zu holen, ich will das Volk Israel zur Freiheit verschaffen. Und dann, was passiert? Wieso?
Ja, aber dort wird nicht das schlimme Part. Korrekt. So, hier sind dann nu zwei Seiten, Reihe sagt drei, aber wenn wir hier so mal handschreiben, das Volk Israel, die sagt nicht, das. Also, die Freiheit, was Moses glaubt, an zu geben kann, da kann das Volk Israel nicht sein. Die sagen, wir haben gleich die dort ja ans Recht was war. Also, dass wir das aufsteigen von Moses weiter. Und so, der Geschichte von, wo Moses von 40 Jahren noch 41 Jahre dreht, dort sind so 3 Jahre, wenn dort spät sich so, Moses fängt seinen Platz im Leben noch nicht. Und wir waren nu, hier so bloß noch der letzte Engel von 24 lesen, das sagt, aber sie verstanden dort nicht. Okay, so, kriegst du so aus 2. Mose uns die Geschichte verteilt, sagt Stephanus hier in Apostelgeschichte, der Israeliten, der klickt das bloß nicht. Das Moses dort, wie jedoch, der Spanisch sei wie dort ein Desertor. Also, da würden besser sein, so wenn ein deutscher Mensch wird hier in der Präsidenz leben, und wir wurden vorhin noch ein paar Jahre Frauen, dann wo wir schon kriegen, dann auf einmal würde ich in der Arbeit ankommen und probieren, alles zu verändern, dann wo wir sagen, weiter. Ans Schama dort nicht. Und dort sind so ein prostet Bild, wenn wir sowieso 2 Millionen Israeliten zu der Zeit, und Moses, wir am Königshaus von der mächtigsten Regierung zu der Zeit. So dass wir Pottes als nicht verglichen am Sinn von Nummers, aber wir können uns so anluten, wo diese Geschichte dann nu ran. So dann wollen wir uns bewusst sein, Moses ist schon ausschuld, der ist nur schuldig, der ist belehrt worden, so ist aktuell und die können an alle Areas von Leben, die da bastet gelehrt haben, wenn da wir bemusst, wenn wir nicht sind wir. Dann hat aber auch die Judei auch Israeliten freimachen und die Israeliten können auch bloß nicht begreifen. So dass die sieht, was in der Apostelgeschichte uns verteilt wird. Dann werden wir trägen nur diese Geschichte an 2. Mose. So 2. Mose fängt an mit dem ganzen Pack von Ägypten rüt. Ich glaube, ich habe das all gesagt, aber wenn ich nicht habe, alle anderen Sprachen, bitte an die Deutsche, die haben 1, 2, 3, 4 und 5, und ich lege das so, also auf Spanisch heißt das Exodus, und das meint Rücktragen, so Englisch Exodus, das meint auch bloß Rückgehen oder verloren. Und das hält mich einmal, wenn ich die Nummern von den 5 Büchern Mose weiß, dann weiß ich, warum wir auch mal lesen, zum wann den fängt. So, Genesis meint der Anfang, Exodus meint Rückgehen, Leviticus meint der Tempeldienst, Nummers wie der ganze Pack von den Menschenteilen, so wie viele Menschen haben wir in der Trachteil, und Deuteronomium meint die Wiederholung. So dann, wenn du dort warst, die Bücher liest, und du dann erst was siehst, dann fängst du das so an leicht. Du wegen gleich 1, 2, 3 nicht weet, haben wir da mal mehr aufgetan. Genesis, 2. Mose, dann weiß ich, wie ich haben will. 2. Mose, sagen wir dann nu, und wir haben da so die Geschichte von, wo Moses gefangen wird, da haben wir uns 4 Sonntag bekickt, das ist eine kleine Mehlarbeit an, auch eine Mama sehen, die wird die dort besorgen, und Moses bleibt Leben. Von der wollen wir uns an 3. Mose dann das Berufung nachholen. Also, Moses ist uitgekleefd en de mensen haben dat alle nicht recht verstanden. En sueños frustrados, oder die Onschmererie von Moses ist groß. Also, ich würde hier so handschreiben, ich weiß nicht, was ich für ein Wort soll bringen, für Plottisch, für ein Fracasso. So, wenn wir uns die Geschichte lesen, von wo Gott sich Moses aus dem Busch holt, weil wir uns so ein bisschen anschauen, du hast so einen großen Traum, du bist belehrt worden, du hast gekickt, wow, die Israeliten haben das Schlag, ich war die halten, dann waren die frei geworden, und Gott wird sein Werk erregen, und dann sagen die Israeliten, weiter.
des Moses, der helpt uns nicht. En dat is nur hoe stoop van de roffel, niet? So dat is van, ik wil het volk vrij maken, wat uitklaren voor die leven. En Moses is een beetje een zelfsbejammerende tijd voor 40 jaar. We weten dat Moses stak uit in de woestijn aan. En dat is interessant, want de mensen kennen maar echt niet als een Israëlieten zijn, dus een Egypter. So je wordt maken dat Moses zijn vrouw, dat is een Schubsoort, en die trafen zich bij een barm, bij een Schubbezorg, en dan komen die mij alles terug naar huis en zeggen, du bent een Egypter, der helpt ons. En dat is niet zo, dat weet niet einer. Maar dat lijkt nog een. We bloos wat Moses kan. En dan vangt u deze geschichte aan van Moses in 2 tijd. Dat is wat ik daarna. De hart wordt geproefd, had alle niks aangehouden, en de je in action in de woestijn. Dat is ik toen ontdekt. We willen ons dus lezen van vers 1 en wieder. We hebben wel, kan hier een paar vers lezen. We worden dus van de meer vers lezen. We willen aanvangen. 2 Mose 3 van 1 tot 11. Maar goed, so dat is een ganz interessante geschichte. We weten nu dat Moses, die heeft niet bloos een fracasso hingen zich, die is een Schubhard geworden en die bezelt zich met zijn Schubram. En deze geschichte, die passiert dan nu bij Oreb. En daar waar we later nog meer van leren, maar de Oreb-boog is een interessante stad nog later aan de ganze woestentijd. Bij deze boog begint God zich met Moses aan deze bosch. En dan hebben we door deze vers 6, wat we wel een beetje opmerkzaamheid nablijven. Ik had vorige zondag gezegd dat, zoals ik dat verstond, Moses zijn familie weer diepgläubig aan dem wahren Gott. En hier is de evidentie dafür. Also, dat zegt dus in vers 6. En hij zegt wieder, ik zie die Vader zijn God. En vergunt wat we veel leren wel, wanneer het Oude Testament persoonlijk van een mens redt, dann würde nie nicht sagen, dien Gott, wenn du nicht wirklich an den Gott glauben ist. Also, Peter hat lassen sagen, du arbeitest in einer Sonntagsschule und Jakob seine Geschichte betrachtet und gesagt, Jakob glaubt auch an den Gott, aber ihr Streit mit all seinen Wirtschaften. Dann sagt er, ich habe bloß von Gott gehört, ich habe den belebt, ich glaube an den Gott. Und hier ist sonst das Vers, wo du Aufmerksamkeit abmerkst, dass Moses seine Papa, dass wir nicht bloß als ein Israelit, dass wir ein Israelit, was an Gott glaubt. Du sagst 4 Männer abgenannt in dem Vers, wer an Gott glauben, und das ist interessant zu beobachten, wo Moses sein Vater einer von der ist. Und dort erklärt uns so viel Dinge. So, wenn wir die Geschichte lesen und wir uns diese Dinge abpassen, dann lernen wir Dinge. So, wenn Moses an seinen Eltern Haus ab war, die erste Zeit, wir wissen nicht wo lang, aber gerade noch wo lang das gewesen ist, Moses seine Eltern, die haben eine gute Arbeit getan. Wenn Moses wusste, dass das Volk soll frei werden, und Moses seine Papa auf den gesagt, ja, die 400 Jahre, die sind nicht mehr ewig. Ich und du werden auf das Leben. Und Moses hat geträumt von, wow, 400 Jahre mehr ewig, ich sie Port davon. Und dann hat er am Königshaus gelebt und dann hat er gesagt, wow, mit allem, was ich weiß, ich könnte ja nicht sagen, wer das Volk hier tut. Und das ist nicht übertrieben, wenn wir uns die Geschichte lesen, aber das ist, was der Text uns sagt. Dort Moses seine Papa wird gläubig an den wahren Gott. Und der steht an der selben Liste von Abraham, Isaac und Jakob, und das ist so besonders an dieser Geschichte. Dann weiten wir aber, dort, durch im Vers 8 sagt dort, das Versprechen geht wieder, dort Moses soll nur dort Land von Milch und Honig gehen. Und du hast ja einmal zu sagen, wie die stellen uns einmal für einen Koststuhl voll schwappende Tee und dort stammt nicht für diesen Tags. So, das Tags redet von Kosenmilch und Dortelhonig. Okay, so der Honig, wo du zu der Zeit so wertvoll wird, dort wird ein Dortelhonig.
En ik weet dat voor de meeste van jullie jonge mensen, als het was in Duitsland, wanneer de ferie is in augustus, dan gaat du bij de puestecitos voorbij, dan vraag je, tiene dátiles? Dan wordt du eerst een goldenen zak over de hele schreeuwen, wenn es zo'n 300 kilo. Dan wordt du zo wat dingen uitschreeuwen, dat zit nu resin, dat is een beetje met uitgereikt, en dat is maar veel beter. Van die Duitsland wordt handig gemerkt, en dat wo zo dat te handig gemerkt wordt, wie dat niet slecht wordt. So, en bloß die Duitsland wegleden, die worden viel verstockten und werden krank. Wenn die Duitsland te handig verwandeln, dann haben die Sacker für das ewige Leben. So, das ist die Erklärung, die wollen einen Teil Kassen haben, zum einmal mal in Choice haben, und ich kann mir das nicht ganz feststellen, wenn ich mit einer Kasse sehr mal nichts zu tun habe. Aber die Duitsland, da kann ich gut verstehen, wenn Duitsland mein Geschäft schreibt. Dort bloß besser nebenbei mal in Honig, Kassen in Duitsland. Und dann ist dort aber im Verstehen, wo dort dann interessant wird, im Sinne von, ja, Moses, nie kommt, nie war muss schaffen. Das sagt uns im Verstehen, nie ist dort an die. Okay? So, dort wird nicht zu Moses gesagt, nu ist dort an die. Ich will haben, dass du nur dem ägyptischen König gehst und dass du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, rütfierst. Also, Moses hat nu endlich mal eine Arbeit steht, weil wir Moses dort sagt. Moses ist nu der, wer nu ist dort an die. Wo wir Moses durch am Verstehen? Wo weet wie dat? Okay, so ik weet dat de tagendig weer. En de meeste van jullie weten dat ook. Ik wil jullie plus motor spreken. Dan moet deze week zo lang eerst en tweede Mose lezen, wat je eerst weten, wo dat zegt dat Moses tagendig weer. Also, hier werden wir uns bloß noch einmal ein bisschen so nennen. 40 Jahre in der Wüste rumwandern ist eine lange Zeit. Wow, 40 Jahre ist alt. So, Johann, du bist auch mit alt. Aber das ist okay, du wirst noch mal hoftagend. Der Idee von diese 40 Jahre in der Wüste rumbäseln, wow, dort wir eine treue Zeit. Der hat 40 Jahre in der Wüste rumgegangen mit dem Gefühl, ja, ich will Israel frei machen, der gleiche mir nicht, nu sieht ein Schubwort. Nu kommt Gott am Verstehen durch nun Moses und sagt, nu ist das an dich. Wow, nu noch? Das war mir sich da fallen. Ja, okay, aber das ist okay. Moses hat so viel gelehrt und ich weiß, ich möchte erst aufmerksam, wo diese Geschichte passiert, an Horeb. Mehr als bloß das Buch Moses kann die Wildnis, wo die Israeliten Luther rambäseln, utwendig. Wenn er 40 Jahre durch so manch Schub hingerangegangen. Und da war wir noch mit mehr von utfing, dass diese 40 Jahre in der Wüste wir nicht verdammt hätte, was Moses kann die Wüste. Und weil es dort Volk aus Ägypten rütholt, der was kriegt, wo der Hand geht. Und dort mag ich bloß an mich, weil es in der Sinne schon groß war, bei mir wird es so, die ging durch haben, wo keiner weiß, wo die wir. Und die würden sich verbessern. Und dort stimmt nicht. Dort stimmt erhebt nicht. Moses kann das Wüste so sein hängen. Wenn der hat 40 Jahre rumgebesselt mit Schub, Kosten. Vielleicht haben den Klinger gehabt und dann hat den da, er war Klingelingelingelingeling. Und da würde mich denken, und war 40 Jahre dort unterhört. Aber einmal dort, wo wir sind. Moses ist hier vor Gott bei diesem Busch und Gott sagt zu denen, nu sauber. Dann lesen wir durch, dort Moses sagt zu Gott, wer sie auch, dort ich nur dem König gehen soll, der Israeliten aus Ägypten rüberzubringen. Was würde die Antwort sein auf diese Frau? Okay? Du sind drei Dinge, was wir zu der Frau eine Antwort geben. Du wirst keiner besser beguft, inbelehrt, zum das Arbeit tun als Moses.
Dat wir nicht bloß Toeval, dat Gott Moses door am Bosch traf. Dat wir eine große Ursache, dat Moses wir den Mann für die Arbeit. Moses hat bloß abgegeben, dort zu glauben. Wenn wir durch so Vers 12 und 13 wieder lesen, dann sagt dort, und Gott sagt, ich war mit die sein, in das Lot, die ein Teken sind, dort ich diejenigen sie, die geschickt haben. Wenn du dort Volk in Ägypten rüberbringst, wo ihr ab dessen Berg Opfer bringt. Und dann sagt Moses zu Gott, check einmal, wenn ich nur die Israeliten gehen und sei, jene Fuhrasch, Gott hat mich nur jünd geschickt, und sie dann fragen, was für ein Namen habt ihr, was soll ich an dann sagen? So, ab der Frau, was Moses hat, wer sie echt das Volk rüberholt, sagt Gott zu Moses, wenn ihr drei seid bei hier, dann soll ihr ein Opfer bringen. So, bloß zum jene Kindheit mit du fern nachholt, stellt ihr für das Bosch der Brand und Gott spaziert mit Moses. Und dann sagt Gott zu Moses, wenn ihr aus Ägypten rüberkommt und ihr hier sind, dann soll ihr mir ein Opfer bringen. Und dann, Luther, wenn ihr zurückkommt, dann seid ihr wieder Bosch, und dann geht Moses durch, wieder Bosch sagen, und dann verteilt er die 10 Joschetchen durch und sagt, das Bosch, krieg hier, das brennt. Und ich sehe mir Sache, der Bosch stimmt noch. Und nochmal, so schön gewohnt haben, mit Moses taub, du bist im Bosch tun und check. Wow, der Bosch ist nicht geworden und der brennt. Und dann haben den Altar, du bist sie gebildet, und dann haben die geopfert. Oder das bloß meine, ich lese Geschichten, dann stelle ich mir einmal bloß in 14 Jahren jung sein Leben an, was der alle belebt hat. Dort machen schon Jungen mit Moses taub, nur das im Bosch gut. Aber das sagt du so, Moses wird besorgt, ich war trägen und dann wollte ich den Israeliten sagen, Gott hat mir geschickt und dann, was soll ich sagen? So, bloß omdat die wollten, das ist eine sehr bitterliche Frau, wenn Gott wird nu einmal beschrieben als der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. So, von was Gott sich mit Abraham traf, bot nu sind nicht eigentlich über 400 Jahre vergangen. Und in dieser Zeit wird Gott, der wahre Gott, einmal bekannt als Abraham, Isaac und Jakob, Gott. Wenn du dort sitzt, dann weißt du allemal, von wem du redest. Moses aber ist nicht zufrieden damit. Wenn der Gott könnte, trägen nur Volk Israel und sagen, ja, jün Führer Abraham, Isaac und Jakob, der Gott hat mir dort begegnet, der sagt, ich soll kommen. Und Moses sagt so, was soll ich sagen, wer mir geschickt hat? Und dann kommt durch das ganze Pack mit Yahweh, der Namen wird Gott, Moses Jaf, Moses kriegt du Wunder, Moses kriegt du ein paar Wunder, für die Kondon, und dann soll er alles schaffen. Aber Moses ist nicht zufrieden damit in einem Kapitel 4, Vers 10 sagt dort, und Moses sagt zu dem Herrn, aber mein Herr, ich sehe nicht einer, der Gott reden kann und sie noch nie nicht gewas. So dass wir eine halbe Lehre ist, wenn wir in der Apostelgeschichte hier lesen, Moses kann gescheit reden, wenn er mächtig ein Wirt meinte, können reden. Und Gott, der sagte dann, okay, dann wollen wir uns mit ihm mitchecken. Dann in Vers 13, du hast dann mit den Mut von Moses sehen, und ich glaube bloß nicht, dort sagt, Moses sagt, mein Herr, holdet nicht jemi, aber schick einen anderen Kriegssohn aus du was. So, bloß zum uns von der oder mit ansenken luten, wer von ihnen hat sich einmal so gefällt, der soll gut tun. Oh ja, wofür an Hai jedoch, du sind 10 andere, die kann noch besser sagen. Ich sehe auch einer von der, der ungefähr gesagt hat, schack wir Mama, du warst bloß nicht mehr. Ich will erklären, was Moses du gesagt hat, aber da braucht es eine Erklärung, wenn die meisten Menschen, die aus Christ allen Stütze gelebt haben, die können mitfallen. Ich weiß nicht, ob ich kann. Das ist so, ich will bloß von mir reden. Ein paar Jahre zurück ging alles zwei, was Zweig und Freund und Familie anbelangt. Und ich habe mich mit so Ferien ich wollte
alles in den Arm schmieden, wo Lied uns unbelangt. Ich würde auch gesagt haben, check, wie Mama, du weißt bloß nicht mehr. Und du schaffst es dort nicht. Mir fällt sich so, Gott nimmt Moses Uhr, dreht auf mit Drahls oder dort Schränk und dann sagt er, nu komm, nu sau ich. Ich fing an der ganzen Bibel nicht ein einziges Mal mehr von Moses, dort er getwiebelt hat und was er für eine Mission hat. Von diesem Punkt an, wir lesen durch Kapitel 4, Vers 19, und der Herr sagte zu Moses, in Midian gut trägen in Ägypten, die nur dort leben stunden, sind alle gestorben. Dann nahm Moses seine Früh und Junges und Leute auf einen Esel rieden, und sie gingen alle auf, trägen in Ägypten, und seine Hand hat er den Stock von Gott. So vom Kapitel 4 wieder fing ich kein Beweis oder nicht mal eine Handlung, dass Moses erst von einer Jahre anzubauen. Die kann wirklich die Geschichte noch einmal gut überlesen. Und wie morgen willst du Volk Moses nicht mehr als Lehrer will, dort sagst du nicht Moses Zwiebel, als heute wir oder nicht. Der ging nach Gott vertellen, dann kam der Träger, dann freut die Menschen ab und dann ging es alle wieder. Aber wir fingen nicht, dass Moses jemals nur diesen Punkt frisch getwiebelt hat und sagt nicht. Hat Gott mir geschickt, hat er nicht. Und der hat auch eine Ursache, nicht mal zu zweifeln, wenn der Gott in diesem brennenden Busch sein. Aber von 80 Jahren wieder fingen wir dann an Moses, was du eine Mission hast. Und diese Mission, der ist sehr schmack und sehr klar beschrieben. Wir wollten, dass Moses hat dann nu ein Volk zu raten, dass wir von Gott angeordnet und was wollen wir noch? Gott hat Moses geschenkt, alles, was er braucht. Okay? So, wenn wir uns vielleicht noch ein bisschen früher als dort stimmt, dann werden wir trägen, nur Kapitel 3, und dann werden wir lesen, den 11 in den 12. Vers noch einmal. Dort sagt du, und Moses sagt zu Gott, wer sie dort nur dem König gehen soll, die Israeliten aus Ägypten rüberbringen. Und dann sagt du in Vers 12, und ihr steht eigentlich, wer wir Moses zum dort der das Arbeit soll tun. Dort wir die, mit wem Gott tut ging. Dort merkt der Unterschied. Okay? So, wenn wir bloß menschlich an Moses nachdenken, dann sei wir den ganz rechten Mann für die Arbeit. Da wird auch noch gescheit gefährlich. Aber wir sollen dort, der wir belehrt, der wird von Gott, der dort all ganze Pack. Aber Gott sagt nicht zu Moses, du bist der, wer in der und dort und ja, und dort andere drücken nach. Gott sagt bloß zu denen, ich war mit dieser. Und das ist alles, was ihm fehlt zu weiten. Da merkt der Geschichte so viel. Und wenn Sie wollen dessen Version antiken, dann schriebst du mal bitte Matthäus 28, dann bei morgen will Jesus in den Himmel fort, dann schickt der Jünger Mission da, und dann sagt er, gut, Menschen predigen, deubt er und lehrt er und alles, was ich Jünger gelehrt habe. Und dann sagt Jesus, du Hänger und kriegst das all du wird. Wenn ich was bieten soll. Ich fing nicht eine Handlung an Moses sein Leben, dass Gott den schickt, erst was tun, wo Gott nicht mit bei sein. Da merkt der Unterschied. Stell dir vor, Moses, als du, der hat seine Frühe am Börrer abgelud, und dann seine junge Stunde mit seinem Börrer. Moses hat dessen so einen Stock in der Hand, den seinen Schubswortstock, und dort lag nicht nur ein Kenning, nicht? Und dort ist ein Bild von den Volkslehrer, und die beseln sich auf nur Ägypten. Und dann sagt Moses zu seinen Jungs, wir gehen ans Volk holen.
Und dann sagen die Jungs zu Moses, wo stellst du dich dort für? Und dann sagt Moses zu seinen Jungs, wenn der allmächtige Gott jetzt hier mal uns top dort an. Das ist der Unterschied. Die Geschichte von Moses, weil wir nicht aufschwingen und sagen, ja, Moses ging durcheinander, die all das. Aber wir wollen Gott den Platz geben, wo Gott traf in dieser Geschichte. Gott wählt sich den, Gott holt sich den aus der Wüste und sagt, nu komm. Gott gibt ihm Wunder und sagt, steck den Hand im Bein, du rührst, dann sie verbrochen, noch einmal, dann wird er gesund, der Stock wird eine Schlange und all diese Dinge. Aber das ist alles nichts im Vergleich mit dem Gott zu Moses sagt, ich will mit die Taub gehen. Und dann sah ich. Und er lud ab und dann geht die Geschichte los. Wir haben also noch ein Ding, was wir von dir noch auf die Hand kriegen, wo Jesus in diesem Werk mit beschaffen. Wir wollen uns überdrehen nur 2. Mose, Kapitel 5. Und dann wollen wir durch so ein paar Bemerkungen mehr von den Anfang. So, wenn wir uns diese lesen, vom Vers 1 bis 5. Sehr gut. So, hier werden wir uns ein paar Dinge von der anderen Seite dieser Geschichte bechecken. Wir wollten dort Moses, was gesagt, dort wir am Leben standen, die sind alle tot. Aber wir wollten auch dort, du als ein Volk, dort war mal Israel, und dann haben wir Ägypten. Also, die Geschichte soll uns lehren, dass das Volk Israel hat ein paar Dinge klar, ob es wie Leute waren oder nicht so klar, aber da wären ein paar Dinge, was wenigstens von Boven ever gewiss waren, und wir unbedingt ein Teil Menschen machen, die das ganz klar hatten. So, Israel hat einen Gott, und die hatten einen Gott, wo durch ein Opfer oder mit Opfer gedient wird. Ob so der Opfertit noch nicht angeführt wird, schmeckt um Riemen, so und so und so, Opfer wurden von Anfang an von Adam her all gebracht. Dann habe ich hier einen Text im Kapitel 5, als Moses und Aaron nur des ägyptischen König kommen und sagen, wir wollen opfern gehen, dann fingen wir der andere Part von der Geschichte. So, was ist mit Ägypten, erstens mal mit dem König oder als Volk, was wir von der lernen können? Okay, so diesen Gott kann den nicht. Was noch? Vielleicht auch, vielleicht nicht. Den Gott kann den nicht Opfer bringen, schien sich das ziemlich unnötig. Und ist so. Dort wir so eine Dummheit, erstens mal wegen Gott kann den nicht und dann Opfer bringen, dort halt nicht an. Dann fingen wir noch ein Ding, was du so uns gelehrt wird von das, was wir dann in der Anstellung. Das wären die Arbeiter oder die Sklaven, und das wären die Haaren, so. Was mögt das Konzept von Gott dann nur noch hier für einen Unterschied? Sehr gut. So, der Trouble wir, muss ein schaffen. Okay, so die Emphasis oder die Anstellung von einem Opfer bringen wird dann nur noch
Von Bezid angecheckt aus, der wollen bloß nicht schaffen. Und dort merkt das Park nun so ein schwieriges Leben. So, weil wir uns mal die Frau fragen, kann das stimmen, dass die Ägypter dessen Gott nicht handeln? Ja oder nicht? Das könnte stimmen. Aber wurde eine Möglichkeit gewesen, dass die haben können, den Gott schauen? Okay. So, bloß zum den Grundlagen für das Volk. Wenn wir uns hier so nicht mehr richtig anschauen, das Volk ist groß geworden, das ist so groß, dass die Ägypter Angst haben, dass die werden übernehmen, dass meint, du wirst ein Teil, meistens viele Menschen und jeder sieht. Dort sagen uns dann ein von zwei Dingen. Entweder, diese Menschen werden bloß einkoppig und wollen nicht hören, oder diese Menschen, die haben schon in der Prediger yes. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, von hier wieder, dann wollen wir beobachten, was wird das für ein Volk, was du rückschreibst. Und ich würde gleich eine kleine Gleichnis zu vertellen. Du hast eine Geschichte vertelt, dass ein Mann, der ist bekehrt und der will ganz nur in Alberta fahren, machen Halt schaffen. Und dann sagen no, du machst Halt schaffen, dass sie sagen, wenn das sind alles nicht Christen, und wenn du ein Christ bist, du wirst sagen, das wird nicht schaffen. Die werden sich so lange fragen, über die, aber du wirst zurückkommen. Und die fährt schaffen, und dann, wenn die Treikamp, lang Luther, gut Geld gemerkt, oder vielleicht mehr Schein, ich weiß das nicht, dann kommt das nur zurück, und dann Frau neben mir sagt, hey, wo ist das Christen dort im Busch? Und dann sagt er, oh, sehr fein, das ist China angeworden, das ist ein Christi. Das wird ich mich feststellen, wenn ich diese Geschichte lese. Die Ägypter, die können mit ihr sagen, die Hebräer, Gott schauen wir nicht, wenn die Hebräer, das Volk Israel, wir so stammt, dass die nicht von Gott reden wollen. Und dort merkt die Anstellung für mich als Leser von dieser Geschichte ziemlich interessant. Was wir dort für ein Volk, wo Gott will rüberholen, wo bei diesem Punkt die Ägypter kann nicht sagen, no, was für ein Gott haben die? Kennen sie alle. Da haben wir uns noch einmal davon vertelt. Oder, umgedreht, ich habe die Geschichte gerade so non lesen. Vielleicht wären die Ägypter so gottlos, dass die nicht am Raum, was die Hebräer von Gott hat. So, ich merke mal, die Geschichte, was uns für nächste Sonntag wichtig ist, als von hier, von Kapitel 5 bis Kapitel 15. Dat is de ganze Pleon-Geschichte. En ik wil merken, lees wenigstens die 10 Kapitels einmal über, man je kan nog een paar mehr oder fan zijn. Dan hoort mal nur diese Diskussion. Wären die Ägypter ausschließlich im Sinne von der kennen Gott nicht, wären die Volk Israel glücklich gewesen an ihr Glauben wiedergeben. So, Dankeschön für mitmachen, was du. Und dann nächste Sonntag gehen wir dann endlich mal wieder mit Nüsa von Ägypten fort. Gracias.